Guten Morgen. Nog Gott seine Gnade und sein Frieden von dem, was an unserem Met sind. Wir sind bei Tipp gekommen, um Gott sein Wort nennen zu lassen. Und so ist es gewöhnlich erst einer bet und sägt und lest, wo kommt, was mitteilt. Und diese Werk dann los ich Lukas 18 von 9 bis 14. Dat wat mir de start geeft van deze message, wanneer ik die versen van der niet wil lezen. Wanneer ik hem voor en an einer denkt en einer grabbelt over dingen en met some dingen lezen, dan komt einer wohan. En ik me val bij dat alle van ons wie hand en fertig, wie zijn wo we fertig is. En alle gewisse tijden, dan moet dat fertig in maintenance hebben. Er moet olie gechanged worden. Er moet afgecheckt dat alles in orde is. Die mensen die dat niet doen, die fahren ook. Die kunnen zich niet fertig scheppen. En die kunnen vielleicht 30.000 Kilometer fahren. Da wird Leute noch nicht irgendwas arg sein. Aber dann auf einmal dann wird es uit sein. Dann wird es nicht mehr wollen schaffen. Die worden dan op alle 5000 kilometer maintenance doen, smeerwachsen en alles afschecken. Die fahren in 40 bis 300.000 mehr kilometers in dat fort. Aber wer nicht maintenance deed, die wordt nicht so weit kommen. So, und mit den Gedanken, dann dachte ich an Lukas 16, an uns persönliches Leben an Maintenance. Ich habe von der nicht sehr viel Zeit geworden sein, dass wo sich ever zu gehen, vielleicht könnte man Dinge noch sein. Aber das sagt in Lukas 16, das von wo das Eierreich der Verwalter ist. Aber Eier würde nennen und das lesen, da wir uns noch aufnehmen zum Beten. Gerechter Vater im Himmel, wir kommen für dich, wir danken dir für wer du bist, wir danken dir für die Wort, was du uns gegeben hast. Und nicht bloß dort, aber wir danken dir auch für Offenbarungen, was du zu uns reden lässt durch dein Wort. Und ich bete, dass das Vermerk, die Wort, was gelesen worden kann, in Anspornen sein für unsere Säulen und was kann in Maintenance sein für unsere Säulen und dass wir können mit Freiheit hier auf diese Erde leben. Vater, wir befehlen uns die an und danken und beten in Jesus' Namen. Amen. Lukas 16, Vers 1 sagt, er sagt zu seinen Jüngern, du wirst einmal ein gewisser reicher Mann, der ein Verwalter über sein Geld hat, arm wird angemalt, dass das Verwalter sein Geld verquosen hat. Dann raubt er sich am Hahn und sagt, was ist das dort von dir hier? Gib mal Rechnung von deiner Buchführung. Willst du kannst nicht länger Verwalter sein? Dann sagt der Verwalter zu sich selbst, was soll ich tun? Mein Herr nimmt mich, mein Verwalter weg, Gruben kann ich nicht mehr, und ich schäme mich zu prachen. Ich weiß, was ich tun will, dass sie mich dann, wenn ich mein Verwalteramt verliere, und ihre Hüse abnehmen wollen. So das ist eine Anspornung. Het meest van het eerste, als ik dit even gelezen heb, dan valt me bij dat mijn Schwester, mijn dad, die zijn in de laatste 2 maanden gestorven. Du siehst op einmal de tijd weer afgerand. Wo ist die Rechnung? Das sagt er nicht, dass sie die Anfehlung gefangen hat, das kann ich nicht so sein, aber das wird mein Bett in meinen Gedanken entkommen. Ich hier wird in der Zeit ist aufgerannt, nur mit der Rechnung eventuell gebracht. Wo ist unsere Rechnung für Gott? Die Buchführung muss gegeben werden. Das Mal, dass wir wegen Geld, das Geld an anderen anvertraut, und da wir some Dinge nicht reich schaffen, und nu soll die Rechnung gebracht werden. Wie handhabt diese Erde so eine lange Zeit, und dann auf einmal dann ist unsere Zeit aufgerannt, und dann wird die Rechnung gefordert von uns. Und ich hoffe, dass wir alle geduldig angehen und mit offenem Buch haben und verleihen. Das ist, die Rechnung ist, dass nicht vorher wird wir gehen und sagen, dass die
dus falschheden maakt en dat het wat in den zin gezegd wordt. We alle zijn mensen met velen wat tekort komen, wat manchmal reminded brengen en wat later nog komen, wat het niet wat uitrekenen, dat ons moet gezegd worden, dingen zijn niet raar wie met de anderen. Jezus vertelt het gelijkenis door dat das man abgefahren wordt en er wordt een rekening vergevierd worden. En das man die wie antruien was, dan wordt het gezegd dat hij niet weer terug was en hij wist dat zelfs dat hij niet weer terug was. Maar weil hij niet weer terug was, dan denkt hij, wat kan ik nog doen? En dan weer nog aanbreken van de tijd, wat hem dat antwoord waargenomen. Zo hij plant über dem eierreich te zijn, Tim für sich persönlich wat gehen te krijgen, wat gewenst te krijgen. En zo, dat zegt ons ook dat hij niet kan langer verwalter zijn. Als ik dat zo los, dan dacht ik aan, wie zijn de verwalter über onze Körper, über ons leven hier op deze eer. En dat dacht de rand auf. We weten niet wanneer, en dat is ook fijn, maar we weten dat de dag de rand auf. En wo zijn onze beker? Gaan we er nog ieder moment checken en checken als dat er reich ben staat, zijn we, want er wordt niet reich is, dat we dat terugschrijven. Ja, er irgendwer wat ommelden. En ik weet dat we gaan een verklaren wat ons dagen nach verklaren dat vergaat, maar we gaan een vrijspreker wat er weet, wat es worden teruggesteld, wat es worden teruggeschreven. Dat het stemde. En dan wil ik een paar vers uitloten en dan vers 10. En Lucas 16, daar zegt het, wer im kleinen treu is, is ook im groten. Is ook treu im groten. En wer im kleinen nicht treu is, is ook niet treu im groten. Door ween, want je met dat eierrechte Reichtum nicht zijn treu was, wer wordt dan den wahren Reichtum anvertraut worden? Wem wordt dan dat ware Reichtum anvertraut worden? Zo, Jezus, die deed het maar een beetje topvoeten en zegt het, dit wat je hier op je doen, wil je je arbeid verrichten doen, of wat je met het geld wat je verdient, of wat je anvertraut is, wil je doen waar je met omgaan, doe nou wat we moeten dat hemelse rijk krijgen. Dat is een beetje als ik dat hier en ik leg niet erop plus dat is, maar dat is ik dat een beetje uit hier. Jezus die komt een beetje dichterbij antwoorden en zegt het, wat je met je geld doen, wanneer je doet met zijn rijk was, dan kan je ook dat hemelse rijk anvertrouwen. Maar wanneer je met dat geld, of wat je gezien kan, niet trouw zijn, wat kan je dan dat andere anvertrouwen? Dat is niet correct te weten wat ik zeg, maar dat is een beetje als ik dat uit hier. En dan in vers 12, zegt hij, en wanneer je met dat wat in anderen ziet is, niet zijn trouw was, wer wordt je dan geven wat je is? De gelegenheden wat we hier op deze eer hebben. De opgave wat we hebben. Wat ons onvertrouwd is, dat we zullen met arbeiden. Vers 13. Kein Knecht kan twee herren dienen. Hij wordt einen niet lieden kan en den anderen van den anderen veel houden. Oder hij wordt aan einen hängen en den anderen verachten. Je kan niet God en dat Reichtum tegelijk dienen. Dit zijn Jezus zijn weer. Dit moet ingedeeld worden. En dit zou ik anders zeggen. Dit moet taub schaffen, dat we dat geestliche Reich verstaan kunnen. Wanneer we het, wat we hier op deze eer hebben, met schaffen doen en door met vrede en oprechtigheid met omgaan, dan wordt God ons ook dat geestliche te verstaan geven. En zo, maintenance aan ons buik, waar we rekening voeren doen, en waar we ons leven voeren doen, is wichtig, wanneer we het pinkelijk daarstellen. Zoals ik in de aanvang al zei, wanneer we een 40 voeren doen en we kunnen niet net checken doen en smeerwachselen en maintenance doen, checken was alles in orde is, dan voert dat ook, maar niet zo lang. Maar wanneer we ons dan kammeren, zoals ze het gemerkt hebben en de beschrijvingen erbij zijn en we doen dat staat, dan gaan we lang voor met hetzelfde voort. Want we zijn zum Glauben gekomen en we bloos dat door behouden, nu zijn we zum Glauben gekomen, we zijn geraad, we zijn
gelecklich und kommen uns wieder nicht am dort unterholen und dort lebendig zu holen an uns, dann kann es so sein, als man fertig wird, wenn nicht Maintenance gibt. Das wird ein Stück vor, aber dann wird das probably ut sein. Und so, das ist mein Verlangen, dass wir uns immer weiter anspornen. Und Jesus sagt hier, dass wir sollen nur sein, dass wir wollen aufrichtig sein mit dort, was wir tagtäglich mit schaffen tun. Und dann wird er uns das Geistliche dann abschenken, dass wir auch ein Ewiges für uns haben. Galater 6, Vers 4 sagt, lot einen jeden sein eigenes Werk untersuchen und seinen auf er durch was fängt, sich selbst zu loben. Und sich nicht an seine Nachbar meten, weil es in jeder wird seine eigene Last trauen machen. So, untersuchen uns selbst. Was können wir tun? Oder wo sollen wir das tun? Wo soll unsere Buchführung sein? Die wird ein Mann mal naar een rechter gebracht, een politie bracht een man een rechter, die had een brood gestohlen. Die heeft een grote abreden in de stad, dat deze man wordt een brood stelen. De politie neemt hem vast en brengt hem naar de rechter, wegen dort. En de rechter die vraagt den man, waarom, die vraagt den, is dat zo is? Nou ja, dat is dat. Hij, zijn familie, die weer meest verhungeren gewassen, had niet geld en had hij dat brood genomen en een huisje gedreven. Oké, dus rechter zegt, ze dat moet bestraft worden, stelen is erg, $10 is die straf. En dan, wanneer dat eerlijk gesproken heeft, dat het $10 de straf is, dan neemt hij, voert hij zich in de fup en neemt een $10 zadel en brengt den man in, dat hij de straf betalen kan. En dan zegt hij tegen de verzameling, en nu veroordeel ik jullie alle voor 50 cent. Van jeder ene, wer hier is. Wo erlaubt je zo'n dat in deze stad een man kan wonen en die niet genoeg te eten heeft. Want we alle genoeg hebben. So, wo gaan we aan met ons Reichtum? We alle schaffen en zeggen dat we wat top krijgen en dat is ook recht. Dat zullen we ook. Maar nu Jezus zijn wird nu, in deze Geschichte hier, dan wil hij niet gaan dat in onze stad kan een man wonen, er een lied wonen, wat niet te eten heeft. Wanneer hij ons zo gezegd heeft, als hij wat hier heeft. Dan is dat aardig. Dat is wat Jezus versucht te zeggen. Wanneer we daar niet nur metkomen, ons aan die zaken te kümmern, dan stemmt dat met het eeuwige part niet, wanneer we ook zeggen dat we dat eeuwige leven hebben. Dat we een niet fertig gekregen hebben. Dat we ons dan kümmern doen. So met om dat kümmern, dat we dat onderzoeken, dan brukt dat we ons aan ons nächsten kümmern doen. Als Paulus eine Reise machen will nach Korinth, in 2. Korintherbrief, dan schrijft het al vooruit dat hij rekening te hand te komen. Dan dat hij de meerdere bedürfnissen abnamen. En vielleicht wordt het geestliche Leben nicht als reich maintenance gedaan worden, vandaan, wanneer ze zijn ware geboren worden. Maar we gaan eens maar lezen in 2. Korinther 12, vers 19 tot 21, oder 21. Zegt het, die worden wel al gedacht hebben dat we ons verjunt reich worden wil. Dat gaat een beetje met wat hij vorher alles gezegd heeft. Dan zegt het, we hebben als zonen te junt gereed die aan Christus en aan God zijn gegen wordt zijn. Alle lieve vrienden, wat we doen, is aan junt op te bouwen, wat immer hij zegt. Wanneer ze aankomt, dat zal er met doen dat antwoord opgebouwd worden. En dan gaat hij weer in vers 20. Ik verg, wanneer ik aankomen word ik je niet zo aantreffen als ik wil. En je worden mij niet zo vingen als je wil. Ik verg dat ik begint strijd, afgans, oorlog, zang, plunderen, beleidigung, stalt en ordnung aantreffen word. So, hier ist, wer wir kommen will. Paulus hat von dieser Gemeinde gehört, er plant, um die Hand zu kommen. Und dann bedeutet er, wenn er durch was sagen, als das alle Wort so sein, als wir uns das würden wünschen.
Vielleicht hast du einen Brief gekriegt, vielleicht hast du wer gewesen, hast mitgeteilt, was passiert ist, was verjährt. Nun hier nur somebody hat nicht Maintenance getan an sein geistliches Leben. Und Paul ist ein bisschen bedeutet, because wenn er ankommen wird, er will, dass du so tun, dass die Menschen abgebaut worden waren. Dass die waren kommen, dass die waren glücklich und geistlich sein. Das ist Paulus sein Verlangen. Aber er hat hier was gehört, was du könnt vergehen, aber mit dort, was er gehört hat, dann wundert er, als du nicht das und dort vergehen wird in ihrer Gemeinde durch. Und dann geht er wieder und sagt in Vers 21, ich fürchte, dass Gott mir demütigen wird, wenn ich noch einmal heimkomme. Ich fürchte, dass ich über viele in Trühe geraten war. Und dann wieder sagt er, die noch nicht angekehrt sind und sich noch nicht von ihrer Reinheit in Heurerie und Weltlast gereinigt haben. Und diese dann gelebt haben, als sie zum Glauben kamen. So Paulus sagt, diese Dinge, was ich hier, oder was mir so verkämpft oder verjährt, der Warte von dort ist, because die Maintenance ist nicht vorig geworden. Oder das ist nicht worden, Ordnung geschafft im Leben. Und so, wenn wir an uns persönliches Leben denken, dann wünsche ich, dass wir können einmal wieder uns den Nennen gehen und Ordnung schaffen in uns Leben. Oder nur kicken. Because wir sind Menschen, was hier das Leben und was Dinge gleichen Verreich zu bringen und manchmal nicht so noch durchgedacht haben, was wir gesagt haben, was wir getan haben, wo wir die Dinge angelegt haben. Und dann sind wir auf einmal dort haben Schulden gebracht in der Stadt, dass es erst im Sehen gewesen. Und nur Paulus sind wir hier, dann versucht er dort rüberzubringen, das sind Ursachen ungefähr, woran die Dinge nicht recht schaffen und das ist, because die Maintenance ist nicht richtig getan worden. Nicht alle 5000 Kilometer geschickt worden. Ich nehme ein Vorteil zum Beispiel, aber das ist nicht, was ich meine. Wir tun persönlich in uns Leben gehen und checken. Und wenn ich an mich persönlich denke, dann soll einer vielleicht in der Stadt ab 5000 Kilometer, soll er vielleicht auch ab 300 an uns persönliches, geistliches Leben gehen. Aber Gott will, dass wir sollen in Blessing sein. Das ist, was Jesus versucht, rüberzubringen, dass wir wollen abrechtig sein mit dem, was er uns gegeben hat. Mit dem, was er uns anvertraut hat. Das ist das Reckmann, den sein Arbeiter das Geld anvertrauen, der so noch abgepostet soll, reich wiedergerannt, und nu wordt het einde duidelijk. All diese Gaven, was wir gekriegt haben, die Gelegenheiten, was wir tagtäglich kriegen, go wir door reich mit an. Da wir uns dann kümmern, sind wir ob. Sind wir reid, wenn du was gesagt hast, ich habe geplüdert, oder wo ich das an, wenn ich geplüdert habe. Oder wenn, wir sollen noch wiedergehen, wenn wir in, ich war immer ein bisschen vorabgehen, aber ich war drei Becken. 1. Thessaloniker 4, Vers 14, da sagt er, Brüder, seid mutig und wies die Trachte unordentlich leben. Treust die den Mut verrutscht ist, halb de Schwache und hat mit allem Geduld. So, hier ist Paulus auf der anderen Stelle und dann sagt er, das ist ein Befehl. Wenn wer geplündert hat, oder wer gesangt hat, oder wer gestritten hat, dann soll das treu gewesen werden. Und das ist eine Abgabe von mir und von dir. Und ich bin nicht eine Person, die gleich anderen leicht anzureden. Das ist etwas, das mich schwer fällt. Aber nur Paulus sind wir hier noch, dann ist das ein Abgabe, was ich habe, oder das, was du hast. Wenn wir so eine Dinge sein, und wenn wir antworten, dass Dinge nicht recht schaffen, dann kann es sein, du hast ein von den Dingen, oder eine hat für jeden Maintenance zu tun, und mit den Denken gehalten, du fehlt noch Maintenance zu tun, dann wird es besser schaffen, oder dann wird es länger halten, dann wird es besser vor. Und so, Paulus sagt, dass dort ist unsere Abgabe. Seid du nur, dass keiner den anderen schlachtet mit Schlachte Trettool. Trettool und das. Streeft einer immer nur, jünt unseren anderen Gute zu tun und dort auch an alle Menschen. Und ich glaube nicht, dass es bei uns darauf ankommt, dass wir einen anderen muss Schlachte tun, wenn der uns auf Schlachte zu tun. Ich glaube nicht. Aber ich glaube, wenn ich bloß nur mich kicke und an mein Fleisch denke,
dann glaube ich aber doch, das kann manchmal passieren, because das ist unmöglich. Das kommt an mir nennen, den fehlt man Last zu lernen. Den sollte man was lernen. Ja, wenn wir kennen, dass ab eine rechte Weg tun, dann wollen wir. Aber nicht Schlag mit Schlag tun. So, das ist Paulus, was das sagt. Wenn du Dinge sind, die nicht reich schaffen tun, dann ist unser Abruf, das Rüt zu heben und zu sagen, wenn du beleidigt bist, das ist nicht reich, das ist arg. Aber wenn du stolz bist, dann wird das nicht schaffen. Das können auch andere Dinge sein. Paulus hat hier bloß zusammen abgenannt. Und wichtig ist, dass uns geistliches Leben für Gott in Ordnung steht und du brauchst, dass wir uns wahrheit in ihr Segen tun. In Römer 15, Vers 1, das ist eine andere Gelegenheit, was Paulus anspornen hat, wo wir immer waren und kicken sollen. Und das sagt es dort, wie die stark sind. Und wenn wird wir teilen, okay, ich bin stark. Aber wenn wird wir sagen, no, ich bin schwach. Aber wo haben ich diesen Mut, dass wir können sagen, no, ich bin zu schwach, ich kann nicht, ich lerne, noch somebody soll mir helfen. Aber ich kann ganz mit Mut und Freudigkeit sein, ich teile mir einer von den Starken im geistlichen Leben. Paulus sagt hier, wie die stark sind, sollen die Schwachen ihre Schwachheiten drehen halten. Und nicht ans selbst zum Gefallen leben. Das kommt aber darauf an, ans das jankert. Ans jankert Dinge Schmack anzureichen. Ans jankert oder das Fan schaffen nicht. Ich glaube, es ist nicht mehr erreicht. Aber dann sollen wir bloß nicht an andere verjeten. Weil wir alle unseren Nächsten zum Gefallen leben, dort an dort zum Guten dient. Und zum Abbühen deinen kann. So dass, wenn wir was tun, das soll immer wieder ans Verlangen sein, dass am Weg zu tun, dass der nächste Wort abgebaut wird. Wenn uns das etwas kosten wird, je mehr uns das kosten wird, je größer sehen wird es für uns persönlich sein. Vers 3. Sogar Christus lebt sich nicht selbst zum Gefallen, aber so ausgeschrieben steht, dass womit sie am Beschuldigen deuten, es ab mir gefallen, es ab Jesus gefallen. Was immer vorher geschrieben wird, wie geschrieben, dass wir durch lernen sollen, dass wir durch die Geduld in den Trost in der Schrift würden Hoffnung haben. Vers 5. Und mocht der Gott, von dem Geduld und Trost kommt, jünt dort schenken, dass je jünt in Christus Jesus einig sind. Dass je alle taub, einstimmig unseren Herrn Jesus Christus sehen, Gott und Vater loben. Das ist für ihr steht. Leider singen, dann hat er eine feine Anleitung von, wo wir können ein Leib, das Rückstrahlen, das Leben, was Gott an uns gegeben hat, so dass wir so sein, dass andere ein Verlangen haben. So, Jesus lebt sich nicht selbst zum Gefallen. Und so soll wir auch sein, dass wir nicht nur bloß nach uns selbst gucken, aber auch für unseren Nächsten. In Philipper 1, das wo Paulus beten hat für die Gemeinde in Philippi. Und er sagt, das kann er mit Frieden tun, weil er kann sagen, die Leute haben sich gekümmert, oder die kümmern sich, die sind bei der Sache, die tun ihr Maintenance. Philippa 1, Vers 3 sagt, ich danke meinen Gott, wenn ich an ihn denke, an die Philippa. Und wenn ich für ihn alle bete ich für ihn mit Freude. Ich freue mich, für ihn zu beten. Dann sagt er wieder, willst du am Evangelium teilnehmen, von ersten Tag an bat von dir. Die haben teilgenommen. Die sind im Port von dort. Die kümmern sich, die tun die Maintenance. Das gibt mich Schein. Ich kann sagen, die sind eine große Unterstützung für mich. Die helfen mich. Die sind da. Einer für den anderen. Die bühen ihn ab. Und dann sagt er in Vers 6, und ich habe durch eine gute Hoffnung, dass die das gute Werk in ihn angefangen haben, die wird auch vor mir an Jesus Christus sein da. Was immer du alles, was vorkommt, was immer je wollen beleben in ihrem Leben, wo schwer das vielleicht auch was sein, aber ich weiß, so als du nicht teilnehmen an das ganze Leben, dann wird Gott dir die Kraft geben, dass die Worte durchhalten. Gott wird sich kümmern. Because die sind nicht allweilig teilzunehmen. Die tun, was die können. Und so ist es
ist es mein Verlangen, dass wir alle uns sich wollen, Mutter sprechen, und wenn es viel zu sein, du hast Plürerie gewesen, das viel in Ordnung zu stellen, dass wir das wollen tun. Und du, dass ich schon sehe, dass es eigentlich steht, wo mir vielleicht das erste viel Mutter zu sprechen, dass ich an den nächsten denken haben. Das wird fein sein, wenn das anders wird. Aber möchten wir können uns dann anlassen und uns jährliches Leben Maintenance tun, so dass es wichtig ist und uns fertig und so weit wir das auch, wenn wir das nicht wollen, und was wir sollen, so wie schaffen. Wenn wir wollen Maintenance tun, dann können wir lang vor. Und möchte Gott uns alle segnen.